Der Mr. Science, den baute lo seinen eigenen Turm, aber will dabei auch noch einen Weltrekord brechen. Oh, der Mr. Science will hier raus. Oder wie soll ich das heute noch verstehen, was du musst, Joseph? Ja, ich will den Weltrekord am Küstenklamme brechen. An den liegt bei 9,65 Meter. Das ist noch ein Stück, mit dafür habe ich mir die Hilfe von den Hesper Pumpschäen und von einem Statiker geholt. Und da müsste das schon klappen. Joseph, du hast den Schwerpunkt von deinem Körper ab, dass du nicht mit von der Küste liegt. Das geht das gut nicht. Also mein Schwerpunkt, das ist der Mittelpunkt von der Masse von meinem Körper. Und die liegt ungefähr hier in meinem Nürbel. Und ich muss nur gucken, dass den immer möglichst genau über dem Turm bleibt. Weil das ist nämlich ganz, ganz wichtig für die Stabilität von diesem Turm. Tja, mir bewegen musste dich ja aber. Schließlich musste allein zur Küste selber auf den Turm setzen und immer nie hochklimmen. Ja, das ist gut, dass du gesichert bist. ja, das war ein ziemlicher Raffel. Wir haben im Experiment von heute will ich herausfinden, wieso ein Turm ob einmal unstabil geht, was mir hoch geht. Du bist ein Statiker. Die Küsten, die stehen aber alle gut stabil oben. Wieso geht das dann einmal so wackelig? Ja, weißt du, bei seinem großen Küstenturm, also an sich ein bisschen dein Körpergewicht oder die Verlagerung von dem Körpergewicht ein Problem. Wenn du schön damit warst, dann hast du einen Druck, ob die Küste in die Riede hochgeht und dann bleibt alles stabil. Wir gucken mal, was da geschieht, wenn wir das verreckeln und du kannst auf die Seite von der Küste. Ja, da geht dort ein Druck an die Blut und du hast gar keinen Druck mehr. Genau. Auf der einen Seite geht der ganze Druck hin und auf der anderen Seite du kriegst eine Zugkraft hin und dabei entsteht ein Flow. Aha. Und du wirkt dann keine Kraft entgehen, dann hai also nicht Kajon, die da gehen trecken. Genau. Okay. Und das heißt nur, dass der ganze Turm dann empfängt. So, Joseph, das Problem ist einfach zu lesen, oder? Ja, schon dafür Kabelbinder abbrücht, für den Zugkräften entgegenzuwirken. Aber lo hai einfach ausgeseit, das war über Jahrtausenden ein riesiges Problem am Turmbau. Die Zugkräften, die waren gar nicht so einfach abzufangen. Und das reicht mit der Erfindung vom Stahl, wo es möglich war, einen Turm zu bauen. Tja, Joseph, von deinem Weltrekord bist du aber noch ziemlich weit weg. Tja, bei so einem hohen Turm ist noch ein anderes Problem aufgetaucht. Und zwar ist so ein hohen Turm auch einen langen Hebel. Wenn ein Turm niedrig ist, zum Beispiel bis hier, muss ich mit relativ viel Kraft dran ziehen, für den Turm und Kippen zu kriegen. Wenn der Turm aber nur hoch ist, dann ist der Hebel viel mehr lang und muss ich gar nicht mehr so fest ziehen, für die Kasche zu kippen. So, Joseph, das heißt, du musst den Turm also am Boden festmachen. Genau, ich brauche ein Fundament. So Christoph muss das Fundament lo können. Ja, Joseph, den Turm ist immer am Fundament verbunden, aber wenn er kippt, Ja? da will der am Fundament kippen. Da kriegen wir im Hai eine Druckkraft und eine Zugkraft. Der Boden kann aber nicht mehr Druckkraft abholen. Und da muss das Fundament schwer genug machen oder noch viel mehr groß machen, vergrößern. In dem Moment, wenn wir mit Druckkraft in den Boden gehen, dann bleibt die Sache stehen. So, an das Fundament hier, meinst du, das muss gehen? Ich finde das nicht überraschend, genau, aber das müsste ich ja bestimmt stabilisieren. Okay. Mal probieren schon eine allerletzte Kehr. Allez, go. Da bin ich aber nur gespannt, ob du das hier packst. Normalerweise hält so ein Kabelbinder 50 Kilo aus, aber mit dem Gewicht kannst du, naja, lass mal gucken. Juhu, ich stehe auf einem 10 Meter hohen Küstenturm. Aber ich muss sagen, ohne Hilfe von den Pumpschäen und ein bisschen gefuddelt, hätte ich das wohl nie gepackt. Die Küstenklammen überlassen ich dafür an Zukunft nur den Artisten an das richtige Turm bauen, der Statiker. Uah! Uah! Ah!